Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Green Ray Gaming Let's Play Gunner 3. Ich bin der Green Ray X5. Ich habe mal anstatt Minecraft mal etwas anderes machen. Gunner 3, das ist so ein uraltes Game, eigentlich nur so ein kleines Minigame, das ich früher gespielt habe. Früher, schon lange her. Hat 7 Levels. Und ja eben, ich kann mal etwas anderes machen, wird eher so ein Mini-Let's Play sein. Das ist eben der 20. Versuch jetzt, wenn ich es versuche aufzunehmen. Weil mit Fraps hat es nicht richtig aufnehmen, weil es halt schon ein älteres Game ist. Ich muss es mit einem anderen Programm machen, aber die funktioniert jetzt mit dem Ton nicht richtig. Und darum nehme ich den Ton jetzt mit Fraps auf und das dann halt nachher mega kompliziert zusammenschneiden, aber ja. Fangen wir einfach mal an. Natürlich habe ich keinen Timer gestellt. Aber ja. Da. Das könnt ihr ja selber lesen, wenn ihr wollt, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Es geht darum, dass es so Mutanten jetzt gibt und wir müssen als Agent, als Gunner eben, müssen die besiegen und die gegnerischen Agenten. Das sind 7 Levels, da ist einfach so, ja keine Ahnung, da werden wir ausgesetzt, aber da merkst du eigentlich nicht so groß. Das sind die Mutanten, die grünen da unten rechts, gibt es auch rot, da können sie noch kumpen und dann halt die gegnerischen Agenten, so fliegende Propeller und so Eier und so. Und die gegnerischen Agenten können auch verschiedene Waffen haben. Denn, das sind alle Waffen, die es freizuschalten gibt. Freischalten heisst einfach, sie liegen irgendwo in der Welt und zum Teil sind sie ja versteckt hinter Geheimgängen oder Geheimwänden oder so irgendwie sonst. Nehmen wir mal was runterkumpen. Dann kann man die freischalten und dann werden im Level die ganze Zeit wechseln. Die Steuerung ist auch relativ simpel. Man kann kumpen, laufen tut man mit links, rechts. Und mit U und ab drücken kann man so schräg schiessen. Das zeige ich euch nachher noch und man kann noch rollen. Mehr nicht. Fangen wir mal an. Das sind die 7 Levels, also da die, und der hat noch das 8, also nur das Bonuslevel, wo es noch 2 Waffen gibt, die man noch holen kann. Es gibt 4 Safe Slots, mehr nicht. Das ist Level 1. Fangen wir mal an. So kann ich kumpen und schiessen. Munition hat man unbeschränkt, einfach verschiedene Waffen. Und rollen kann ich auch noch. Da brauche ich aber recht selten. Und eben kann ich so schräg schiessen und schräg runter. So. Und es gibt, man muss immer das ganze Level schaffen, es gibt keine Checkpoints oder so. Und wenn man stirbt, fängt man wieder von vorne an. Man kann auch nicht zurück ins Menü einfach so, man muss sterben, dass man zurück kann. Das ist ein bisschen blöd, aber ist halt das alte Game. Dann gibt es immer so Spalten, wo man drüber kumpen. Wenn man die runtergeht, stirbt man. Und immer am Ende von jedem Level gibt es einen Endboss. Und man muss den besiegen. Und ja, sonst kommt man ins nächste Level. Und dann fängt man eigentlich vorne. So, fangen wir an. Das sind schon die ersten Gegner da. Die schiessen jetzt, da kann man dann zum Beispiel den Schuss ausweichen oder auch nicht. Und da gibt es ganz viele verschiedene Taktiken. Ich kann theoretisch auch einfach durchrennen, was ich meistens mache. Dann verliert man nicht so viel Leben und man muss nicht Gegner gekillt haben, man muss einfach nur den Endboss besiegen. Ja, und das sind jetzt die Mutanten. Und das sind so Fässer, die explodieren. Da oben ist schon die erste Waffe, das ist Shotgun. Und da sehen wir auch die erste fliegende Drohne. Die geben 2 Schaden. Oben links ist ja das Leben, wie ihr vielleicht seht. So, das sind die Leben, die man holen kann und das ist so das Ei. Auch nicht Ei. Die sind ziemlich stark. Gibt es noch einen Trick, zum Beispiel so oder gar nicht. Meistens kill ich die gar nicht, vielleicht mache ich das später nach dem Let's Play noch Speedrun oder so. Auf jeden Fall, der hat jetzt auch schon einen Shotgun. Aber er ist ziemlich einfach zu besiegen. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber da würde ich sicher wahrscheinlich nicht offscreen machen, weil ja... So kurz warten, bis er schießt und kumpen. Ah, scheiße. Und dann da oben. So. Weil dort, wenn man in die Monster oder Gegner reinläuft, gibt es einem auch Schaden. Das ist jetzt knapp. Dort hinten noch ein Agent und zwischen das Monster. So. Und weiter. Ich finde es freudig, so viel zwischendurch. Ich habe früher immer wieder ein bisschen durchgespielt. Und darum weiss ich auch, wo die meisten geheime Waffen sind und so, Geheimgänge und all das Zeug. Jetzt kommt dann gerade der Endboss.
hinter dieser Mauer, wenn man da hinterläuft, geht es runter und man kann nicht zurück. Und da ist jetzt zum Beispiel ein Geheimgang. Wenn man normalerweise so runterkommt, stirbt man. Und dann müssen wir lassen, wenn ich in die Wand schieße, tun es normalerweise so. Und da. Tun es anders. Da komme ich später noch drauf, viel später. Das ist Waffe T, ja, die haben halt keine richtige Namen, aber das war so mehr oder weniger meine Lieblingswaffe gewesen. Sie hat mega begrenzte Reichweite, aber es ist ziemlich nützlich. Denn die Boss machen jetzt nichts. Die Boss haben immer die gleichen Sachen, wie sie etwas machen. Das ist zum Beispiel eine Rakete, die gibt, die killt dann gerade ganz. Und die macht immer das Gleiche. Und dann muss man so wie den Rhythmus lernen. Mit der Zeit wird es immer schwerer und muss man immer länger sie beschießen, bis sie sterben. Und ja, der ist jetzt natürlich recht einfach. Und man macht ihnen meistens nur einen Punkt Schaden. Seht ihr, da gibt es jetzt so ein Ding. Jetzt da hinter schießen wir sie. Nein! Halt nein ist. Eben passiert nichts, kann ich sagen. Nur dort, wo der ist nur bei der Frontscheibe angreifbar. Und jetzt haben wir eine bessere Waffe, das heisst wir sind viel schneller und ich mache jetzt einen Speedrun. Ich schneide da jetzt nicht raus. Aber mit dieser Waffe ist logischerweise bin ich viel besser. Und ab und zu schneide ich Game auch an. Und den kill ich jetzt nicht. Da bin ich immer besser mit der Shotgun dran. Ich will nicht so groß sein. Ach, wieso bin ich nicht abgestanden? Ah, das ist schon gut. Ja, ich würde sagen, vorher ist es gut gelaufen. Ich würde sagen, ich save mal. Damit ich die Waffe noch als Game abstürzt. Weil es stürzt auch mit dem Level-Laden an und beim Level 4 stürzt es fast jedes zweite Mal ab. Aber ich weiß nicht, wieso es jetzt gerade so failen. Ich komme jetzt aber Speedrun einfach voll durch. Wenn wir da mal kurz. Ja, das ist jetzt auch blöd, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Ich würde sagen, ich kann vielleicht sogar mehrere Levels in einem Punkt machen, wenn ich nicht so fehle wie jetzt. Ich denke, das erste Level schaffen wir mal beim ersten Besuch. Im dritten habe ich ein bisschen Probleme mit dem Endboss. Ich habe ja eigentlich nur zeigen, was ist da jetzt der davor, weil es steht ja immer hinter diesem. Ich habe eigentlich nur zeigen, dass wir immer einen Wunderpunkt treffen und sonst macht es überhaupt keinen Schadenangriff. Aber wenn ihr seht, ist die Waffe schon viel stärker. Und der Boss ist mit der auch extrem leicht zu besiegen. Nur wenn man den Geheimgang nicht kennt, ist der Boss eigentlich schon relativ krass. Jetzt hat er uns das ist schon gewesen. Jetzt kann der natürlich noch schiessen. Juppie! Und Musik und so finde ich halt auch noch freudig. Jetzt kann natürlich gerade so. Ja. Kennt man halt natürlich in- und auswendig, weil es immer das Gleiche ist. Safen wir mal. Safen. Dann würde ich sagen, geht es im nächsten Part weiter. Ist jetzt vielleicht ein kürzerer Part im Vergleich zu normalen Let's Plays. Aber es ist auch ein Mini-Let's Play, da kann ich auch kürzere Parts machen. Dann würde ich sagen, geht es wahrscheinlich 3 Parts oder 4. Je nachdem mache ich vielleicht noch etwas mit der Bonuswaffe, spiele es vielleicht mit denen noch eine Stunde oder so, aber ja. Das wäre dann ein Part. Ich würde sagen, ciao zusammen. Wir sehen sich. Hui plus plus.